Moin! Warum der Norden so norddeutsch schnackt. Teil 3. Jetzt buddeln wir noch tiefer. Moin, schön, dass du wieder reinschaust. Willkommen zum 3. Teil meiner kleinen Reihe über die Sprachbesonderheiten in Norddeutschland. Komm gern mit hinauf in meine kleine Kemenate auf dem Dachboden oder Böen, wie er sich auf Plattdeutsch nennt. Da steht meine Schatztruhe und die ist voll von norddeutschen Begriffen. Viele davon vielleicht etwas abgegriffen und leicht verstaubt, aber doch noch relevant. Auf dem Weg nach oben erzähle ich dir noch etwas über den Hintergrund der Sprachsituation. Nein, Angst brauchst du nicht haben. Wenn es da oben in den dunkleren Eckchen spukt, dann ist es wohl eher sprachlich. Aber wer weiß, ein Spökenkieker bin ich nun mal nicht. Das ist einer, der Spöken, Geister sehen kann. Falls du die ersten beiden Episoden noch nicht gesehen hast, es lohnt sich damit anzufangen. Da erkläre ich die Grundlagen, wie es dazu kam, dass im Norden nicht nur Hochdeutsch gesprochen wird, sondern gleich mehrere Sprachstufen nebeneinander existieren. Kurz gesagt, ganz oben steht das Standarddeutsch, neutral, formal, das, was man in den Medien hört. Darunter, und das ist schon ganz deutlich vom Platt beeinflusst, liegt Messingsch. Und ganz unten das Plattdeutsch oder genauer Niedersächsisch. Heute geht's weiter mit dem Mittelfeld, Messingsch oder was noch davon übrig ist und ins eigentliche vermeintlich akzeptablere Deutsch des Nordens gesickert ist. Messingsch, diese mittlere Schicht, ist seit meiner Kindheit auf dem Rückzug, aber völlig verschwunden ist sie nicht. Schule, Medien und Alltag haben sie Schritt für Schritt ans Standarddeutsch herangezogen, sodass heute eine Art norddeutsches Hochdeutsch daraus geworden ist, mit einem deutlichen Messingsch-Einschlag. Je lockerer die Situation, desto stärker tritt dieser Einschlag hervor. Und je mehr Messingsch, desto deutlicher hört man das Echo des Plattdeutschen. Würde heute jemand noch so Messingsch sprechen, wie ich es von früher kenne, würden viele das als ziemlich prollig oder bildungsfern empfinden. In etwa so, wie man in England früher auf das Cockney von Eliza Doolittle herabgeblickt hat. Als Cloakscheater wurden Messingsch-Sprechende auf keinen Fall empfunden. Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Wort unserer heutigen Sammlung, Cloakscheater. Wenn du es in ein deutsches Gespräch einbaust, klingt es milder als das hochdeutsche Pendant Klugscheißer. Viele plattdeutsche Begriffe wirken im Deutschen einfach ein bisschen, netter. Vielleicht liegt es am Klang, vielleicht am Image. Oft wirken sie irgendwie putziger oder auch leicht komisch. Wahrscheinlich ist das, weil viele die ursprüngliche Sprache nicht ganz ernst nehmen und sie deshalb als drollig empfinden. Cloakscheater also. Cloak entspricht dem Deutschen klug, klar. Und Cheater, das habe ich schon im vorigen Video erklärt. Und du kannst es dir wohl sowieso denken. Gemeint ist jedenfalls jemand, der uns ständig mit dem Ausscheiden seiner vermeintlichen Klugheit auf den Wecker geht. So ein Cloakscheater, als ob er sich auskennt wie kein anderer. Und was macht ein Cloakscheater am liebsten? Richtig, sabbeln. Das ist das Lieblingshobby eines echten Sabbelbüdels. Den hast du ja vielleicht schon im letzten Video kennengelernt. Sabbeln heißt reden, quasseln, schwafeln, ohne Punkt und Komma. Das Wort geht wahrscheinlich auf die Wurzel sab zurück, die mit sabbern, nämlich geifern, verwandt ist. Also sabbern im Sinne von sabberndes Gerede. In meiner Kindheit hieß das übrigens säbern, eine Variante von sabbern, die im lokalen Messingsch gängig war. Hör endlich auf zu sabbeln, da gehst du einem ja total auf die Nerven mit. Und was entsteht oft aus zu viel Sabbelei? Richtig, Gedöns. Im Platt heißt das Gedöns, also Lärm, Aufhebens, Tamtam oder wie man in Süddeutschland sagt, Bohai. Der klassisch norddeutsche Menschentyp, eher wortkarg, hat für sowas wenig übrig. Moin Moin ist diesem Typ oft schon zu viel des Guten. Ein einfaches Moin reicht. Alles andere ist, Sabbelei. Sag Jutta da man bloß nix vorn, sonst macht die da wieder so'n Gedöns aus. Und
Und was oft einhergeht mit Gedöns und Sabelei? Dummtüch natürlich. Das stammt von platt Dummtüch ab. Klingt irgendwie verspielter als das hochdeutsche dummes Zeug, oder? Jetzt schnackst du wieder Dummtüch. Und wer redet und macht lauter Dummtüch? Genau ein Tüffel oder Töffel. Ein Depp, ein Trottel, ein Schussel oder alles zusammen. Angeblich stammt das Wort von Pantöffel, also Pantoffel. Warum das beleidigend sein soll? Keine Ahnung. Vielleicht, weil Pantöffeln mit Schlurfen assoziiert werden? Trägheit? Du kannst ja mal selbst spekulieren. Noch schlimmer? Tüffel 18. 18? Wieso ausgerechnet 18? Ich hab's bis heute noch nicht rausgefunden. Vielleicht war es damals so ein geflügeltes Wort, wer weiß. Apropos Pantüffeln. In Norddeutschland heißen die Dinge auch Puschen. Das sind nicht nur diese offenen Hausschuhe, sondern auch die weichen, warmen, geschlossenen. Also alles, was sich gemütlich an den Füßen anfühlt. Wenn du Puschen trägst, dann wohl zu Hause, beim Schmökern oder beim Puschenkino. So nennt man im Scherz den Fernseher. Kino klingt eben glamouröser und Puschen eben heimischer. Puschen ist ein Pluralwort und wird auch nur so benutzt. Macht ja Sinn, außer man hat nur einen Fuß oder sucht noch den zweiten Teil des Hausschuhpaares. Die Herkunft? Ziemlich international. Von französisch Babouche, das wiederum vom nordwestafrikanischen Arabisch, ursprünglich Berber, kommt. Babouche. Und da ganz einfach Fußbekleidung bedeutet. Es gibt auch die deutsche Variante Pampuschen, vermutlich das Originalwort. Mit Puschen kannst bei dem Schiedwetter nicht mal den Abfall rausbringen. Na gut, mit Puschen rausgehen kann man ja wieder, wenn's draußen büschen weniger schmuddelig wird. Büschen ist einfach die norddeutsche Version von bisschen. Ursprünglich ein kleiner Bissen. Im Platt würde man eher ein Beten sagen. Auch verwandt mit Bissen und dem englischen Bit. Ich mach mal ein bisschen weniger Salz rein. Und hast du's wieder gehört? Bei Büschen kommt sie wieder durch. Die typische norddeutsche Lippenrundung. In der Standardsprache nennt man das Schmollmund. Im Norden sagt man schlicht Flunsch. Das kommt wahrscheinlich von flennen, also weinen. Flensch ergab wohl irgendwann Flunsch. Natürlich mit ner Flunsch ausgesprochen. Jetzt zieht sie schon wieder ne Flunsch. Und wenn jemand flunscht, dann sagt man im Norden gern, kann's nix bei machen. Das ist Norddeutsch für, man kann es nicht ändern. Oder ist halt so. Schon wieder Montag. Tjo, kann's nix bei machen. Und wo wir gerade bei Lippenrundung sind, die braucht man auch, wenn man jemanden einen Söten oder an der Unterelbe einen Säuten gibt. Wörtlich bedeutet das einen Süßen. Im Standarddeutschen heißt das Kuss, im Platt auch mal Küss. Klingt aber nicht annähernd so niedlich wie Söten, oder? Krieg ich da jetzt auch mal einen Söten für? Und wie bei Englisch Sweetie kann man auch im Norden eine Person, die man gern hat, liebevoll Söten nennen. Im Hochdeutschen sagt man oft Süße oder Süßer, je nach Geschlecht. Aber Söten, das ist geschlechtsneutral, herzlich und, tja, einfach Söter. Zeit, langsam die Vokabeltruhe wieder zuzumachen. Also ganz Suche. Suche kommt vom Plattdeutsch Sutje, bedeutet so viel wie vorsichtig, langsam und behutsam, in aller Ruhe. Ursprünglich stammt es vom niederländischen Zoetjes ab. Das ist die Verkleinerungsform von Zoet, also süß. Ja, wir sind immer noch mit dem Süßzug unterwegs. Im Französischen gibt's was Ähnliches. Doucement, sanft, wörtlich auf süße Weise. Vielleicht ist das ja die Vorlage. Man, immer schön Suche, dass das nicht kaputt geht. Viermal anders. Wie versprochen kommt jetzt der kleine Beispieltext. Einmal auf Hochdeutsch, dann auf Norddeutsch, dann auf Missingsch und schließlich auf Platt. Das Ganze ist natürlich ein bisschen überspitzt und stilisiert, aber du bekommst ein Gefühl dafür, wie sich die Sprachstufen voneinander unterscheiden. Damals war es auf dem Fischmarkt anders, finde ich. Damals ist es auf dem Fischmarkt anders gewesen, finde ich. Damals ist es auf dem Fischmarkt anders gewesen, finde ich.
Duntomoln ist dat ob'm Fischmarkt Annas West, dünkt mi. Man musste sonntags allerdings sehr früh da sein und konnte sich auf dem Hinweg nicht aufhalten. Hast aber schon ganz früh sonntags hingemusst und ja, keine Dödelei auf der Hinfahrt. Hast man schon ganz früh sonntags hingemusst und ja, keine Dödelei auf der Hinfahrt. Hast man all für da und Dach sonntags Pad ziehen musst und bloß kein Dödelei. Der Markt war immer vor 10 Uhr beendet, nur ein paar Stunden war er offen. Der Markt war schon immer vor 10 vorbei, nur ein paar Stunden ist er offen gewesen. Der Markt ist ja schon immer vor 10 vorbei gewesen, nur ein paar Stunden ist er offen gewesen. Der Markt ist schon altjümmers für Klocktein vorbei west. Man bloß ein paar Stunden ist der open west. Dort gab es eine gemischte Menschenmenge. Was für ein Kuddelmuddel da. Was für ein Kuddelmuddel da. Was ein Kuddelmuddel da. Viele Touristen waren dabei und noch Betrunkene, die seit Samstagabend auf Kneipenbummel gewesen waren. Ein Haufen Touristen mit bei und noch Betrunkene, die seit Sonnabend auf dem Switch gewesen waren. Ein Haufen Touristen mit bei und noch Dune, die von Sonnabend ab an auf dem Switch gewesen sind. Ein Bach Touristen mit bei und noch Dune, die von Sonnabend ab an auf dem Switch west wären. Und das Geschrei. Zu der Zeit war auch gelegentlich noch Plattdeutsch dabei. Und das Geschrei, da ist zu der Zeit auch noch ab und zu Platt mit bei gewesen. Und das Krakeelen, da ist zu die Zeit auch noch ab und an Platt mit bei gewesen. Und das Krakeelen, da ist to der Tijd auch noch ab und an Platt mit bei west. Ups, beim Blick auf den Beispieltext ist mir aufgefallen, dass ich dir noch 2 kleine Vokabelboni schulde. Erstens, das Wort dun, also betrunken, ist im nördlichen Umgangsdeutsch gebräuchlich und stammt direkt aus dem Platt. Dun. Wenn jemand dick und dun ist er stark besoffen. Dun kommt ursprünglich von geschwollen. Zusammen ergibt es also voll wie eine Haubitze. Zu viel gegessen oder eher zu viel getrunken. Zweitens, Kuddelmuddel, ein durcheinandergewürfelter Haufen, ein heilloses Chaos. Im Mittelalter bedeutete das im Platt schmutzige Wäsche oder oberflächlich gewaschene Kleidung. Kuddeln bzw. koddeln hieß oberflächlich säubern oder kurz mal auswaschen. Muddel hängt wohl mit Modder, Matsch zusammen. Und ja, das englische Model ist damit verwandt, von mittelniederländisch Moddele abgeleitet, das sowas wie zermatschen bedeuten kann. Aber ehrlich, bei Kuddelmuddel handelt es sich wahrscheinlich einfach um ein gutes Stück Wortspielerei, also besser nicht zu sehr etymologisieren, sonst wird's selber Kuddelmuddel. Oh, ich muss noch was zur Aussprache dranhängen. Vielleicht erinnerst du dich. Man sagte früher Norddeutsche stolpern übern Spitzenstein. Also, dass man im Norden das S am Wortanfang vor P und T nicht wie ein Sch ausspricht, so wie im Englischen eben. Heutzutage stolpert so gut wie niemand im Norden übern Spitzenstein, nur noch in Kroondal, der norddeutschsprachigen Gemeinde in Südafrika. Dazu findest du einen Link in der Beschreibung. Diese Aussprache kam ursprünglich aus dem Plattdeutschen und gelangte über das Messingsch ins nördliche Hochdeutsch. Aber selbst im Messingsch ist das irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwunden. Im Plattdeutschen ist das aber bis heute authentisch, ein echtes Muss, auch wenn es inzwischen Leute gibt, die sich nicht mehr dran halten. Und weil ich sprachlich wohl selbst schon ein Saurier bin, macht mich das ein bisschen traurig und ich möchte fast eine kleine Flunsch ziehen. Oder sollte ich sagen, kannst nix beim machen. So, genug Kuddelmuddel für heute. Ich hoffe, dieser kleine Streifzug durch die norddeutsche Sprachlandschaft hat dir Spaß gemacht. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, Respekt. Dann bist du entweder ein Sprachnerd, wie ich, oder einfach ein Fan von gutem alten Kuddelmuddel.
Wenn dir das Video gefallen hat, gib gern einen Daumen hoch, schreib mir in die Kommentare oder schick es weiter an Leute, die sich auch für sprachliches Gedöns begeistern. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Da kommt noch mehr. Bleib neugierig und wie man bei uns sagt, kiek mal wer da rennt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.